Moin, mein Name ist Annik und ich mache mit meiner Schwester Bewegungsaktivität mit einer Koordinationsleder. Wie ihr seht, so sieht sie aus. Wir haben jeweils 6 Felder, brauchen am Funk als Material just Kreide, für das aufzuzeichnen. Oder wenn ihr natürlich einen daheim habt, kann ich die auch benutzen. Meine Schwester und ich weisen verschiedene Durchgänge für, wie ihr durch das Koordinationsleder springen kann. So wie ihr gesehen habt, haben wir verschiedene Durchgänge gemacht, wie ihr durch das Koordinationsleiter springen kann. Natürlich gibt es viele Variationen dazu. So kann ich zum Beispiel auf den Takt von der Musik dazu springen oder teilt den gleichzeitig, wenn ihr durch alle Felder springt, einen Ball dazu. Da kann ich auch zum Beispiel die Distanz zwischen den einzelnen Feldern von der Koordinationsleiter wie groß nehmen. Für das mir schwer geht, da durchzuspringen und dass natürlich der Weg auch nicht weit geht. Oder es möchte so, dass die mehr Felder und in den Zeschen, damit der Koordinationsleder mehr lang ist und dann dauert es natürlich auch mehr lang, bis sie da durch können. Es kann ich auch zum Beispiel gleichzeitig die Arme ersetzen während dem Springen, so wie wir zum Beispiel beim Hampelmann gemacht haben. Das ist zum Beispiel auch flott, wenn ihr selber Schritt erfindet und nicht einfach Schritt aus dem Internet hält und die nur mischt. Weil es gibt viele verschiedene Variationen, wie ihr durch das Koordinationsleder springen kann. Wenn ihr zu zweit ist, kann ihr zum Beispiel auch ein Rennen machen und dann gucken, wer mehr sehr durch das Koordinationsleder könnt und dann gucken, wer gewinnt.